Und man darf sich halt, wie gesagt, einfach nicht wundern, wenn man halt nur die ganze Zeit einen Song nach dem anderen bringt, dann, so wie das oftmals jetzt in Deutschland passiert, mit ihrem Big Business, was sie dort haben. Und wenn man die Strategie würde auch in der Schweiz anwenden, dann dürfen wir sich einfach nicht wundern, wenn man jetzt 10 Tracks, sage ich jetzt einfach mal, hintereinander bringt. Das ist jetzt ein sehr überspitztes Beispiel so. Wenn man jetzt aber 8 bis 10 Tracks alle hintereinander bringen, in einem Zeitraum von so 5, 6, 7 Monaten. Aber das ist, wie gesagt, eben das ist jetzt sehr übertrieben, das Beispiel. Geht jetzt nicht darum, dass ich sagen würde, ich würde das empfehlen, so. Aber sagen wir, man würde das so machen, wie das jetzt teilweise bei den Deutschen passiert, dann dürfen wir sich einfach nicht wundern, dass man die Leute irgendwann nach dem 8., 9. Track so fest erzogen hat dazu, dass, weil du so kurzfristig vielleicht die Tracks die ganze Zeit hintereinander released hast, dass sie dann immer gerade sofort werden, 1, 2 Wochen später in den Comments vielleicht irgendwann sagen, ey, wann kommt der nächste Track? Ey, das war geil gewesen, ich habe das schon durchgelost. Weil genau diese Problematik, sage ich mal, oder diese Herausforderung hat jetzt gerade Deutschland. Die haben jetzt sehr, sehr lang, und vielleicht wird das jetzt Sinn machen, wenn ich den Kreis schnell schliesse, so für die ganze Episode, aber einfach, dass ihr das versteht, die haben halt sehr lang, und das geht eben genau in das rein mit Alben, und wie verhaltet sich ein Album, der Albumkonsum im Streaming, die haben halt extrem lang immer einen Song nach dem anderen jetzt gebracht, und jetzt, sage ich jetzt mal, nach 2 Jahren, indem man das intensiv gemacht hat, merkt man halt, dass die Konsumenten plötzlich nicht mehr mitspielen oder dann ein Album released wird und nach 2 Wochen die Konsumenten dort schon sagen, das Album ist alt. Dabei ist das total lächerlich. Also die jetzt ein bisschen verstehen, was ich meine mit dem, dass es lächerlich ist so, du kannst ja nicht 1, 2 Wochen ist niemals genug Zeit, um zu sagen, man hat ein Album, auch ein Schweizer Album, in dem ganzen, sage ich mal, in der ganzen Präsenz und alle Facetten von dem Album schon kennengelernt und alle Songs kennt man richtig, da reichen ja niemals 2 Wochen oder 3 Wochen. Ein Album ist ja so wie keine Ahnung, ein guter Wein oder so. Vielleicht hinkt jetzt der Vergleich ein bisschen, aber so ein guter Wein, so ein guter Wein, der gut altern tut, sage ich jetzt auch mal. Und aus dem entsteht ja dann oftmals so, dass es wird ein Klassiker oder so etwas. Vielleicht muss man sich abschliessend gesagt, müssen sich die Schweizer Künstler daraus einfach auch ein bisschen mehr darauf besinnen, dass man mehr nicht an so Feuerwerk schaffen tut, nur so 2 Wochen Feuerwerk, sondern halt auch mehr den Anspruch noch hat, Klassiker halt auch zu entwickeln, die halt für die nächsten 8, 9 Monate oder 2 Jahre weiter streamen, sage ich jetzt mal. Dass das nicht einfach ist, verstehe ich auch, und das ist sehr einfach gesagt, aber sehr schwierig zum Umsetzen, dass du ein Album hast oder ein grosses Projekt, wo langfristig streamt oder wo länger streamt, aber einfach, dass ich euch ein bisschen dort Inspiration kann geben oder für die spontane Folge jetzt eher, die da passiert ist, das sollte auf jeden Fall der Anspruch sein, denke ich mal in der Zukunft, dass man halt dort ein Projekt schafft, wo man halt nachher nicht nach einem Monat schon aufhört zu kommunizieren und nachher hört man nie mehr etwas von diesem Projekt, sondern dass man dort nachhaltig und langfristig sich auch etwas überlegt, weil ich erkläre mir es dann immer so ein bisschen aus Musikmarketing-Sicht, das schuldet er auch sozusagen diesen Tracks, weil es wäre schade drum, wenn man dann eben die ganze Zeit im Studio war, sich 10 Tracks da angebaut hat, an denen man mega lang gearbeitet hat, und nachher hört man schon nach 4, 5 Wochen auf kommunizieren, dass da schuldet man ein bisschen mehr diesen Songs, sage ich jetzt einfach mal.